am besten Hochdeutsch, dass uns die Leute zumindest da verstehen. Ja, bitte. Okay, das kann ich schon machen. Gut, wir sind live. Intro. Überbrück mal, bis ich das Intro gefunden habe. Der Corby sagt, ich soll überbrücken, bis er das Intro gefunden hat. Also an alle, die sich wundern, warum es nicht losgeht. Und da ist er schon. Hier ist der beste bayerische Podcast der Welt mit den Kassettenthemen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movilusion. Servus zum Was? Achso. Kassettenschmatz. Ihr wollt gerade den Moderationsball in Richtung schon. Kampfred werfen. Ich bin ein bisschen früher eingestiegen. Ich wollte Ja. nämlich den ähnlich schlechten Witz machen wie im Trailer von Venom 3. Mit dem Pferd, meinst du? Nein, ich meine den Wir sind Venom. Oh, das müssen wir doch üben. Halt doch dein Maul. Aber wir haben momentan im Kino schon viel geilere Filme und der Philipp schreibt es sofort in den Chat, er hat absolut recht. Ja. Also erstmal ein herzliches Hallo an all unsere Freunde aus der Community und die uns hassen und sie jetzt mal in den Chat einschleichen, um zu sagen, ey, ich hasse euch. Leider haben wir es aber Zwinghaus-Kommentare, habe ich festgestellt. Ja. Aber der wird da gleich mal anfangen mit den Box-Office-Zahlen, weil das dann sehr gut thematisch zu Smile 2 passen. Haus einig. Yeah. Ich habe dann nämlich eine kurze, richtig dumme Überraschung dabei. Okay, da bin ich gespannt. Aber war ich selber dumm. Ich zeige jetzt kurz die 3 wichtigsten Filme durch, Box-Office-technisch. Also Smile 2, zum einen mal Bombenfilm, ohne Scheiß, wir sind begeistert, wir werden nur eine Folge dazu machen. Und das sag ich, der bisher immer sehr schlecht über Smile gesprochen hat, weil es ja so Psycho-Horror-Schmarrn ist. Aber Smile 2 ist ein richtig geiler Psycho-Horror-Schmarrn. Also, war voll drin. Zu. Nach der ersten Woche haben wir ein Einspielergebnis weltweit von 46 Millionen bei einem Budget von 28 Millionen. Also man kann jetzt schon davor ausgehen, dieses Ding wird ein Erfolg. So macht man das, Joker. Auch ein sehr überraschender Erfolg, den wir auch schon gesehen haben, ist Art der Clown, der sich in Terrifier 3 weihnachtstechnisch durch die Welt metzelt. Und das Budget lag wo? Bei 2,5 Millionen angeblich. Irgendwie so, ja. Und wir sind jetzt schon bei 41 Millionen. Ich wiederhole, so macht man das Joker 2. Ey, das ist echt so krass. Das ist so krass. Mich freut's, wenn sie in die Filme sauber durch die Decke gingen. Joker 2, hast du jetzt schon des Öfteren angesprochen. Da sind wir zumindest jetzt mittlerweile bei 192 Millionen. Noch nicht mal seine Produktionskosten eingespielt. Noch nicht mal die Produktionskosten. Und wenn man eben Marketing und alles drumherum noch mit dazu spielt, müsste das Ding angeblich 550 Millionen einspielen. Also mittlerweile kommt es mir so vor, als wenn das jedes Mal, wenn das irgendjemand anspricht, einfach immer mehr wird. Weil ich habe am Anfang von 400 Millionen gehört, jetzt sind wir schon bei 550 Millionen. Ja, Leute, was ist da eigentlich los? Ich weiß es nicht. Was wird da eigentlich gespielt? Ich weiß es nicht. Ja. Ich glaube, dass uns die noch Strich und Faden verarschen. Ich glaube auch. Mai Shahid, Lena ist im Chat endlich mal jemand, der mich unterstützt. Das ist nicht toll. Wer ist denn Lena? Das ist meine Schwägerin. Welche von den 18? Die eine. Die jüngste, darf die aber schon zuschauen. Ja, die darf schon zuschauen. Ist die schon 18? Die ist schon 18, ja. Darf die schon Bier saufen von Raucher? Ob es das darf, sei mal dahingestellt. Lena, rauchst du uns aufs Bier? Schreib's in den Chat. Schreibt mir alle, die rauchen und saufen in den Chat. Oh, da will fast keiner mitmachen. Was aber wir haben noch gar nicht entschieden. Philipp hat gesagt, der hat uns alle lieb. Der Sesslinger hat gesagt, der hat uns lieb. Also ist eigentlich toll. Hey, ich bin die Hundetante. Und sie wird jetzt dann schon 20. Seit wann ist der Frau mit Hunden verwandt? Tja. Rote Rakete. Ich habe was Schönes gekriegt. Das ist jetzt mal eine Art von News, und zwar wie geil bescheuert, dass ich oft bin. Das ist für dich eine News. Ja, schon. Also, weil das wissen ja noch nicht vorher. Aber ich bin oft nicht die hellste Kerze auf der Torte. Es ist jetzt Super Mario Party Jamboree rausgekommen. Und
ich bestelle in der Regel über Nintendo Shop selber und dann haben die immer so Special-Sachen dabei. Und ich habe mir so gedacht, vor 4 Tagen oder so habe ich reingeschaut und habe mir gedacht, wer kauft denn das für 20 oder 25 Euro mehr wegen so einem Cast, der da dabei ist? Jetzt können wir kurz ein Live-Unboxing machen, weil ich anscheinend einige Zeit davor mir gedacht habe, hey, das ist ja super und habe mir alles dazu bestellt, vor lauter Dummsein. Und habe jetzt tolle Plastikschüsseln. Irgendwo's Bierdeckeln von Mario Was? Party. Na, zeig her. Zeig ja, her. Ich möchte sehen, ja. ob das wirklich Bierdeckeln sind. Ja, freilich sind es. Warum sollte ich den loing? Ja, das geht überhaupt nicht gescheit auf. Und ich mach die Schachtel auf und denke mir so, hä, da schimmert was Rotes aussehen. Ich hab doch von Nintendo nichts mehr vorbestellt und Spiele, das ist doch schon alles da. Und dann sehe ich das Zeug und dann denke mir so, oh leck, ich hab das vor 4 Tagen angeschaut und hab mir gedacht, so eine Scheiße bestellt kein Mensch nicht. Super coole Bierdeckeln. Dreh's mir um. Mit Filz. Also Alter. schon Alter, hochwertig. okay. Es sind 4 Stück, du kriegst keinen. Kruzifix. Dann einen Mario Party Würfel-Schlüsselanhänger. Der ist cool. Der ist super cool, werde ich nie hernehmen. Dann eine ganz coole Mario Party Sterne Pins. Ich glaube, 3 das sind Stück. Ohrringe, oder? Ja, vielleicht nimm sie als Ohrringe her. Und das Allerwichtigste ist eine Mario Party Jamboree Wolldecke. Da habe ich einen Scheißtrick daheim. Das ist wirklich so ein Zeug, wie man mir gedacht habe, dieses Mal bestellst du nicht diese tolle diese tollen Zugaben, weil es kein Mensch nicht braucht, halt Plastikschüsseln. Was nehme ich denen? Aber anscheinend ich habe dann einmal nachgeschaut, wann das war. Es war die Bestellung, es war an einem Freitag oder Samstag. Also kann man davon ausgehen, dass ich, so wie die Lena, anscheinend ein paar Zigaretten und Bier im Kopf drinnen gehabt habe und habe es mir dann einfach bestellt. Wie viel hat das gekostet? Ach, ich glaube, mit dem Spul an 80er oder 90er. Das Geile Da ist ja bei muss das denen. Spui echt wenig wert sein. Ja, das kostet gerade einen 12er. Das Geile ist ja, wenn du bei Nintendo bestellst, dann denkst du so einen Haufen Special-Zeug dabei, kriegst sicher coole Special Edition. Dann kommt erstmal so ein Karton. Hier, professionellstes Unboxing aller Zeiten. Dann machst du den Karton auf. Ah, okay, da ist schon mal Mario, das ist ja cool. Das ist innen drinnen, gell? Und da ist auch rot. Und dann sind die Sachen aber einfach lose in die Schachtel eingeschmissen. Es ist einfach nie irgendwie eine Box oder sonst Bist da- irgendwas. Du Wird bist da einfach mit eingeschmissen. nix zufrieden. Nein, aber es ist wirklich. Ich habe auch vor kurzem so eine Box gekriegt von Nintendo und da habe ich mir gedacht, ist die möglicherweise einfach nur falsch rum zusammengebaut? Na, sie machen das immer so. Ja, aber das wäre andersrum doch eigentlich voll cooler, oder? Ja, aber wenn es andersrum ist, dann geht's da wie bei mir, als ich für so ein Lego-Set so Schnirl noch bestellt habe und es hat dann der Postboten-Sepp von außen Ach so. mitgekriegt und dann reißen sie das auf und klauen da. Ja, Also ist es per se, finde ich es so besser, dass keiner weiß, was da drinnen ist, aber diese ganzen Gimmicks einfach nur in eine Schachtel eingeschmissen, das finde ich schon ein bisschen lame. Da kann man sich schon ein wenig zumindest eine Schachtel rundum einfallen lassen, oder? ja, ihr Vollidioten. Wahnsinn. Brauchst du nicht Oh, wundern, jeder. dass pleite ist Nintendo-Schwanz. Und wir wissen mal genau, dass immer bei uns Leute von Nintendo zuschauen. Ja. Das ist ständig unsere Ideen klaut. Ihr Schwänzel. Aber Mario Party Jamboree soll hervorragend sein. Seppi Super. und ich haben wir da schon mal einen Samstagabend als Mario Party Stream eingeplant, in dem du auch kommen musst und der Geiti Boy. Ich habe mir jetzt gerade gedacht, cool, ihr macht das mal zu zweit. Sehr schön. Nein, das ihr. macht man zu viert, dass man sich gegenseitig auf den Sack geht. Dummbatz. Oh nein. Warum bist du denn so dumm, Corby? Und was ist, wenn wir die vakanten 2 Plätze verlosen an unsere Community? Meinst du, dass irgendwann von den Assis bei mir in der Bude haben mich? Du hast doch ein paar von denen schon gesehen, wie die riechen. Ich finde die alle nett. Ja, nett, natürlich, aber es bringt mir auch nichts, wenn sie nicht duschen und Zähne putzen. Du bist damit nix zufrieden. Du hast doch jetzt am Friday Nights mit dem Chris wieder gesehen. Immer So. 2 Plätze links und rechts frei, weil sie gar nicht Aber zu dir wir sind sitzen ja will. hier eigentlich beim Kassettenschmerz News. Und wir haben ja jetzt, bevor wir auf Filme und Serien, oder Conny ist ja schon auf Games eingegangen, Ja. wollte ich nur ankündigen, das ist höchstwahrscheinlich, und wenn wir alle miteinander Glück haben, das letzte Mal, dass wir über Riverside live streamen. Der Seppi, nicht ich. Der Seppi hat angeblich irgendeine Methode gefunden, die uns das Streamen ermöglicht, so dass ihr uns in scharf seht, also nicht immer nur Ohren von uns,
Und vor allem Mama Mie. Und wir dann viel mehr Möglichkeiten haben. Es wird alles der Kani lernen. Alles, Alles. wirklich, wirklich alles. Ja. Also in Zukunft werde ich eigentlich nichts mehr zu tun haben. Ich werde nur eingeladen, die auch Spaß haben und gehe dann wieder von dannen. Du schaust einmal drüber, ob es passt, ob wir es richtig machen, ob wir lustig nur sind und dann Lästig nur. lästig nur sind wir immer. Lästig nur sind wir immer. Ja, das wäre mit zauberhaft, wenn du voll ins Scharf dargestellt bist und der Ton nicht abkackt, der Stream nicht abkackt und alles, das war super, super schön. Ja, stimmt. Das ist immer nur mir passiert, gell? Ich wüsste sonst nicht keinen anderen. Ja. Aber ihr könnt übrigens alle Kassettenschmerz in HD nochmal nachgucken. Wenn man die, wenn es so eine schlechte Qualität hat, dann immer re-uploaden. Das heißt, ihr werdet da total begeistert sein, wenn es ihr dann das Unboxing vom Kani nochmal in HD und 4K wahrscheinlich. 8K. 8K. 8K, ja. Na, das 120, aufnehmen. 120 Hertz. Sag das nicht, na. Achso, Entschuldigung. Lena manchmal schon wieder die Schüsseln abschmerzen. Schaut so Ja. einmal zu und versucht schon wieder Freibier abzustauben. Die hat recht. Die hat recht. So, Die hat soll ich recht. jetzt einfach mal loslegen? Hast du irgendwas? Wollen wir mal über News reden? Da hast du schon angefangen, oder? Vorher mit deinen Zahlen. Box-Office-Zahlen, das interessiert doch Box-Office. eigentlich nur mich. Nein, in dem Fall interessiert es mich, also mir interessiert die schon immer und ich finde es halt in dem Fall auch wirklich ganz spannend, dass Joker so behindert ist und die anderen geil absahnen. Mich freut das schon. Mich freut das schon. Was mich auch gefreut, ist, dass jetzt schon VHS 8 angekündigt worden ist für nächstes Jahr. Wir haben zwar VHS Beyond noch nicht bei uns gekriegt, aber Shudder scheiß gleich den nächsten aus und hat gesagt 2025 Shudder exklusiv VHS 8. Hat die letzten auch Shudder produziert? Ich glaube schon, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Okay. Aber Okay. ich bin dabei, wenn es weiter wenn sie nochmal so ein Ding wie bei Viral nochmal so einen Durchhänger haben, solange das nicht passiert, bin ich dabei. Ja, das ist doch jetzt schon so lange her. Ich bin nachtragend. Okay, gut. Ich habe hier, ich habe halt echt wahnsinnig viele News. Was kann die dir klauen? Jetzt kommt Krawall, was auch schon daher, welchen was abstauben. Und du möchtest auch was klauen. Ich flippe jetzt dann aus. Die haben alle recht. Das regt mich alle auf. The Hunt for Gollum. Hast bestimmt auch News, oder? Nein, der ist abgesetzt worden. Nein, na. Der Hunt for Gollum wird ja der neue Herr der Ringe-Film, wo unter anderem der Gandalf-Schauspieler, wie heißt der? Ian McKellen. Ian McKellen mitspielt. Und der hat nämlich schon vor ein paar Wochen verraten, er ist für 2 Herr der Ringe-Filme beauftragt worden. Und jetzt hat sich aber herausgestellt, der Hunt for Gollum wird wirklich ein eigenständiger Film. Das heißt, es wird dann eine weitere Story geben, wo wir dann höchstwahrscheinlich unseren lieben Gandalf in Aktion sehen dürfen. Und was jetzt, ob du das schon mal erzählt hast, aber für mich war es neu. Der Hunt for Gollum spielt übrigens unmittelbar nach der Geburtstagsfeier von Bilbo. Bilbert. Ja. Nein, das habe ich auch noch nicht mitgekriegt. Ich habe nur die News gelesen, dass eben der Ian McKellen eventuell schon für mehr Filme bereit ist oder angefragt worden ist. So ist es. Da hat sagen, der Kerl ist scheiß alt. Wie alt ist denn der? Keine Ahnung, aber ich glaube, geht der auf den 90er zu? Was? Ich weiß es doch nicht. Schau doch mal im Internet, für was sitzen vor dem Affenkasten? Ja. Warte, ich google das jetzt einmal schnell. Ja, bin ich brutal. google, du machst Hau mal ab. weiter. Hier, Okay. Ian McKellen, McKellen ist- Ian, so ein, hau ab, ich muss rechnen. ist 85. 85 Jahre alt. 85 Jahre alt ist der gute Mann. Wir wissen Und das zwar natürlich erst alle am auswendig. 25. Mai geworden. Das hast du nicht gewusst, gell? Na, Du Potsau. ja. Du alte Potsau. Aber nein, ansonsten habe ich jetzt da ganz ehrlich Herr der Ringe technisch nichts. Das war's. Das war's dann eigentlich von meiner Seite für heute. Ach komm. Na, Josh Brolin ist jetzt auch schon ganz oft bei uns gefallen. Er wollte ja nicht der neue Green Lantern Sepp werden. Dafür ist jetzt halt im The Running Man Remake vom Edgar Wright dabei, in dem unter anderem auch der Lee Pace und der Glenn Powell mitspielen. Hast du The Running Man mit dem Schwarzenegger gesehen von, glaube 1987 oder so? Na, ich bin zu jung.
Ich wollte gerade sagen, fragte Kani wohl wissen, wie die Antwort lautet. Ja. Dann schauen wir uns die mal miteinander an. Ist recht Warum? cool. Ja, weil du mal ein bisschen was aufholen sollst und nicht gerade wie Dokus anschauen. Okay, gibt es eine Doku darüber? Sicherlich gibt es da eine. Die kann man aber nur anschauen, wenn man vorher den Film gesehen hat. Das ist also, Vorher. das kann man nämlich nur so freischalten. Okay. Also schauen wir uns die miteinander an, damit du fürs Remake vorbereitet bist. Hey und hallo, Josh Brolin, Glenn Powell, Lee Pace und Edgar Wright als Regisseur. Cool. Voll. Da Und, kann nichts schief wen gehen. oder was spielt da der Josh Brolin? Das ist noch nicht bekannt Ja, gegeben mein worden. Gott, ey. Du weißt ja nix. Nicht viel, ne? Die Lena schreibt gerade, wir sollen mal über den Harry Potter reden. Was gibt's über Harry Potter Neues? Ja, nicht wirklich was. Das Einzige, was ich gelesen habe, dass die Serie, die ja geplant ist, falls das Lena noch nicht weiß, es kommt eine Harry Potter Serie, sie soll tiefer reifen als die Filme, wo ich mir da denke, ja, das erwarte ich aber auch, wenn ein Film nicht gerade, ein Buch nicht auf einen Film, sondern vielleicht auf eine Staffel aufgeteilt ist. Also, das war so eine News, die habe ich jetzt nicht mitgenommen, weil es für mich eine dumme News war, aber damit Lena ihren Harry Potter News-Part gekriegt hat. Ich glaube, dass ich da tatsächlich irgendwas gelesen habe, dass der Cillian Murphy anscheinend für die Rolle des Voldemort im Gespräch ist. Ich hätte gemeint als Hermine, aber gut. Habe ich vielleicht auch die falschen Schlagzeilen gelesen. Aber es war der Maifäller, das waren wieder Fake News. Sehr schön, sehr schön. Das waren wieder Fake News. Was hab denn ich? Oh Gott, was nehme ich denn da jetzt noch? Ich weiß nicht. Hast du gewusst, dass es eine American Psycho Neuverfilmung geben wird? Habe ich gelesen, ja. Vom Regisseur Luca Guadagnino. Guadagnino. Der Guino. Luca verfilmt nämlich Lucky, das der Lucky. Der Lucky. Und den kennen wir alle von den wunderbaren Filmen Call Me By Your Name oder Challengers. Und der wird das Ganze nämlich neu machen. Aber es ist kein wirkliches Remake, sondern es ist praktisch eine sehr nahe Adaption des dazugehörigen Romans. Weil anscheinend American Psycho mit Christian Bale sich sehr viele Freiheiten gegeben hat. Um den Genommen hat. Satz richtig deutsch Falsch, abzuschließen. falsch. Hast du gewusst, dass es von American Psycho eine Fortsetzung gab? Nein, Mit der Mila Kunis in der Hauptrolle? ist doch sicher irgendwas anderes. Na wirklich? Niemals ist das von American Psycho eine Fortsetzung. Googlest du das? Ich schreibe gerade mit anderen Leuten, die mich nicht so nerven. Okay. Na, aber da können wir uns, glaube ich, alle drauf freuen, weil der Regisseur aktuell mit Challengers eigentlich in aller Munde ist. Das sagt man nichts. Weder der Lucky noch der Challengers, nur American Psycho, noch Mila Kunis Fortsetzung von American Psycho. Kannst du den richtig aussprechen? Luca Guadagnino. Keine Ahnung. Also ich hätte jetzt einfach mal geraten und hätten so Guadagnino gesagt. Irgendwie so in die Richtung. Eigentlich steht da Luca Guadagnino. Also Guarda, der sich hingert praktisch. Ja, übersetzt. genau. Das ist Gnino. Guadagnino ist praktisch brasilianisch für das Gnino. Ja. In der Kirche sagst du das, wenn du nicht weißt, ob du wieder aufstehen darfst oder ob du nur knien musst. Luca Guadagnino. Gott, wir sind so intelligent. Wir sind Schön. super gescheit. Das ist wirklich der klügste Podcast aller Zeiten. Ja. Ich höre mich überhaupt nicht. Ich habe eine schöne News für die. Als riesengroßer, bekennender Godzilla Minus One Fan Ja. kommt noch mehr ins Kino mit 13 Minuten Zusatzmaterial. Und wir sitzen drin? Ich würde mich da schon reinwammeln. Ja, ja. Der Das hat Spaß passt. gemacht. Da haben wir Date. Ja. Da haben wir Date. Hoffentlich sind die 13 Minuten reiner Dialog. Ja, na klar. Was mehr denn sonst? Oh Gott. Na, ich hoffe echt mehr Godzilla-Action. Bin dabei. Finde ich aber, da ich cool finde. Ich hätte dann Bock, dass die Schwarz-Weiß-Version ausstrahlen, weil die habe ich noch nicht Gibt's gesehen. da eine? Mhm. Okay. Ich weiß aber jetzt gerade nicht, ob die bei uns überhaupt, weil der ist ja, glaube ich, auf Netflix oder zum Streamen. Ja. Ich weiß aber nicht, ob die Schwarz-Weiß-Version irgendwo streambar ist. Es gibt eine Special Edition, da weiß ich jetzt aber auch nicht, wo es die gibt, da wo die Schwarz-Weiß-Version drauf ist. Ob die bei uns verfügbar ist, keine Ahnung. Warum hat das Ding bei uns eigentlich keinen Vertrieb? Immer noch nicht, oder was? Ich habe, tatsächlich jetzt habe ich schon wieder länger nicht nachgeschaut, ob das Ding mal auf Blu-ray rauskommt oder so.
aber ich kann ja hier schnell mal Schaust du ihm schnell, oder? Godzilla -1. -1. Ah, doch. -1. Na, 12. Dezember kommt das Ding erst raus. Ah, ist noch so lang. Der Film ist doch schon vor 18 Jahren im Kino gelaufen. Vor ziemlich einem Jahr, genau. Mhm. Ja, über Von- das ist es lang dauert. Plyon Pictures, die veröffentlichen das Ding. Da könnt's einkaufen. Plyon Pictures hat in der Regel sehr gute Qualität. Ich habe mir jetzt erst die Tammy the T-Rex Box und die God's Army Box angeschafft und hervorragend. Und die werden bestimmt jetzt ganz lang gewartet haben, weil sie noch nicht sicher waren, ob das jetzt ein Erfolg ist oder nicht. Das glaube ich auch, ja. So, kleine News von unserem Cineplex, ein Vilsbiburg. Samstag wir haben jetzt ein 30-jähriges Jubiläum im Cineplex Vilsbiburg. Dazu gibt es eine Party. Und am Samstag, dem 26.10., ist der Höhepunkt eine Sonnenveranstaltung, ein einmaliges Event, das muss man dazu sagen, bei dem Lyriker Ralf Thurnheim und die Violinistin Jenny Lippel live im Kinosaal den Stummfilm Der Hund von Baskerville vertonen. Wer so jetzt noch nicht gesehen hat, der soll halt auf alle Fälle schauen, dass er da im Kino drin steht, weil das ziemlich geil ist. Wir haben nur Gutes drüber gehört, tatsächlich. Ist wirklich also live. wirklich, es ist so live. Den Menschen anfassen und die Frau, die die Violine spielt. Nein, die sagen wir jetzt aber nicht, dass wir das dürfen, sonst haben Ach wir so. das dürfen nämlich nur wir. Der Mike, was? Könntet. Ihr könnt, die werdet dann verklagt. Zu Recht, das müssen wir auch dazu sagen. Ihr werdet dann zu Recht verklagt, weil ihr sexuell übergriffig seid. Ich habe Und- doch nichts. Wieso geht man denn immer davon aus, dass das sexuell sein muss? Ihr könnt denen ja die Hand schütteln und sagen, Mensch, was war das für ein schönes Konzert? Ja, aber wenn ihr Hand ohne ihre erogenen Zonen ist, Okay. du gibst dir hin und sagst, hi, ich bin der K. Und was noch passiert, jetzt pass auf, Kino at Vino im Cineplex Erding ist es dann dieses Mal im Oktober und November, präsentiert das Cineplex Erding die nächsten beiden Veranstaltungen in der Filmreihe Kino at Vino. Gezeigt werden die Komödien Delma, Rache war nie süßer und Alter weißer Mann. Vor dem Filmen gibt es eine Weinprobe und Häppchen. Merkt es euch vor, 11.10. Das kam mir jetzt fast jetzt so vor, als hättest du das abgelesen. Habe ich ja nicht, ich habe das auswendig gelernt. Krass. 11.10.2024 und donnerstags, 17. Oktober. Toll. Der findet sowieso immer einmal im Monat donnerstags statt. Im edlen Ambiente des Studioanbaus. Wir waren noch nie im Cineplex in Erding, daher In- können wir euch das jetzt nicht erzählen. Aber ich weiß, dass Weineis auch geil ist. Ja, das haben wir schon oft erprobt. Genau, richtig. Aha, da sind wir auf Aha. alle Fälle, also da könnt ihr uns auf alle Fälle holen, wenn es Weinsaufen möchtet. Von diesen fröhlichen News geht es jetzt mal in eine traurige Richtung. Und zwar Paramount Germany hat zugemacht. Also es gibt keine Leute von Paramount mehr, die in Deutschland arbeiten, was ein paar Fragezeichen aufwirft, weil Danke, Merkel. die hatten nichts damit zu tun, aber Falle. Die hat's Land und Äh, Wind gefahren. Ach, der Habeck war das jetzt, stimmt. was ein paar Fragen aufwirft, zum Beispiel, wer veröffentlicht denn jetzt hier in Deutschland in Zukunft alle Filme, die unter Paramount veröffentlicht werden? Die haben erst vor kurzem ihre Kündigung erhalten, haben vorher noch Schee und Brav Smile 2 veröffentlicht und jetzt fragt man sich schon langsam, was ist mit dem Gladiator 2, der jetzt dann bald startet? Wer macht das? Was passiert da? Spannend. Vielleicht ist das dann einfach irgendwie machen sie dann so eine Art Weltvertrieb oder so. Ja, müssen Dass sie wir halt einfach jetzt nur noch die mal- eine Niederlassung haben und dann einfach weltweit oder keine Ahnung. müssen sie halt jetzt auf jeden Fall mal kurzfristig auf die Beine stellen, weil, ich glaube, Gladiator 2 may hat schon auch im Kino in Deutschland oder im Dachraum abgespielt werden. In Dachau. Dachraum. Achso. Ach, das kennst du wieder nicht. D steht Nein, für kenn ich. Deutschland, A steht für Austria, das ist Österreich, das ist das, wo wir am CH steht für Kino. Genau. Die beste News, die ich gehört habe zu einem Film, die war, die Schlagzeile hat geheißen, atemberaubender First Look auf Five Nights at Freddy's 2. Und dann haben wir gedacht, leck, atemberaubend, da musst du gleich mal draufklicken, Clickbait-Opfer schlechthin. Und dann war es ein Poster, wo einer von den Robotern so aus dem Vorhang ausschaut. Ich habe kurz überlegt, ob ich euch das her tue und euch das Bild sage, aber gedacht, nein,
durch diese Hölle soll nur ich gegangen sein. Hey, aber der Philipp hätte sich gefreut. Ja, ich habe auch kurz an Philipp gedacht, aber ich glaube nicht einmal, dass der Philipp da so ein Fan ist von Five Nights at Freddy's, dass er sagt, bei dieser Schlagzeile wird er mit so einem Beutel dann abgefertigt und er darf immer nur sagen, es ist geil. Nicht Aber, einmal du, Philipp, in dem Fall, nicht einmal du. Aber du bist wahrscheinlich schon da gesessen mit dem Hosenzelt, als du das Bild vom Superman und von dem Hund gesehen hast. Ich hab bei Hunden immer ein Hosenzelt. Stimmt, Krawallmaus hat uns gerade darauf hingewiesen, der Streamtitel stimmt nicht. Nein, das ist der 22.10. Wow, lasst einmal einen Corby einen Stream errichten schon. Nein, das ist alles in der Vergangenheit. Ah, okay. Wir sind gar nicht live. Und wer liest denn bitteschön Titel? Das Ding wird danach sofort vom Netz genommen, damit wir es nochmal scharf hochladen können, Leute. Wenn ich mir so doch noch mehr auf den ganzen Scheiß. Echt, egal was man macht es immer falsch. Ja, aber das sind Leichtsinnsfehler, das sind Du Leichtsinnsfehler. musst dich immer bloßstellen. Das hat's gut gemacht. Das hat's gut gemacht. Wer sich selber nicht bloßstellen wollte, ist Sony. Nein, jetzt bin ich wieder dran. Achso, hast du auch noch was? Ich meine, du bist schon fertig für heute. Nein, ich bin noch nicht fertig. Ich bin mit Was dir ist nicht mit fertig. Sony? Weil du gerade gesagt hast, bloßstellen. Ich habe gesagt, wer sich nicht bloßstellen möchte, ist Sony diesmal anscheinend mit Craven the Hunter. Ich glaube, wir haben schon geschmerzt, dass er einen neuen Trailer gekriegt hat, der ziemlich blutig abläuft und er hat jetzt ein offizielles R-Rating gekriegt wegen Strong Language und Strong Bloody Violence. Also ich glaube, sie versuchen ein bisschen in die Deadpool-Schiene einzufahren. Der Trailer hat cool ausgeschaut, muss ich sagen. Das passt schon mal besser zu der ganzen Sache und sie lernen anscheinend aus Katastrophen wie Madame Web. Um meine Frau zu zitieren, als sie den Trailer gesehen hat, was soll denn jetzt der Scheiß? Kennt die Frau überhaupt mehrere Figuren außer ein Spider-Man? Ich Aus kenn dem den auch Spider-Man? Sie hat mir da Ja, gefragt, du, der Frau setzt sich da gerade gleich. Ja, also ich werde zwei da Idioten. deswegen sicher nicht ins Kino gehen. Hallo, Blut? Ja, okay, gut. Ich habe jetzt Blut, gerade Schießen, Kämpfer? ein ganzes Wochenende mit blutigen Körperteilen hinter mir. Also es, Der ich kommt bin ja jetzt erst nächstes mal- Jahr. Der kommt ja erst Ich bin nächstes ja Jahr. jetzt erst einmal bedient. Ja, ich sage, du hast jetzt noch Zeit bis nächstes Jahr. Also jetzt fast ein wenig runter Das ist nett. und dann geht's wieder ab. Das ist nett. Diese Woche übrigens startet ein neuer Film bei Netflix mit dem wunderbaren Titel Don't Move, in dem eine Frau ein Gift injiziert bekommt. Und dieses Gift führt dazu, dass sie langsam gelähmt wird. Und sie versucht praktisch vor ihren Peinigern zu fliehen. Okay, das ist Nietzsche. Na, genau, richtig. Wir freuen uns natürlich darauf, weil irgendwelche neuen Filme bei Netflix haben ja mittlerweile eigentlich immer den Platz 1 Charakter, wenn da was rauskommt. Genauso wie Immer. nächsten Monat Carry On rauskommt, am Carry On. 13.12., wo es darum geht, dass ein mysteriöses Päckchen durch einen Zoll am Flughafen geschmuggelt werden soll. Und das scheint ein riesiger Actionfilm zu sein. Mhm. Sieht vom Trailer her auf jeden Fall ganz amüsant aus. Und ja, ich meine, jemand zwingt jemanden am Flughafen irgendwas zu tun, Setting. Woher kennen wir das? Aus dem Film mit dem Jonah Hill, wo er den Rockstar begleiten muss und sich Heroin ins Arschloch stecken muss am Flughafen. Stirb langsam 2, ganz Ah. genau. Oder Red Eye, ganz genau. Habe ich ja gesagt. Ja, aber Männertrip kann man natürlich auch in den Topf werfen. Aber es war nicht Männertrip, oder? Doch. Na, Männertrip ist der mit dem Galifianakis, oder wie der heißt, und ein Robert Downey Jr., oder? Nein, das ist Stichtag. Das ist Stichtag. Das ist Stichtag. War das Männertrip mit denen zwei? Männertrip. Wie heißt denn dann der andere? Das ist ja der Ex-Mann von der Katy Perry, oder? Albus Dumbledore. Dumbledore. Um meine Netflix-Rubrik nur kurz abzuschließen. Am 13.03.2025 bekommen wir angeblich den Film The Electric State. Kennst du das? Es Nope. ist anscheinend auch ein größerer Comic, der heißt genauso, wo es darum geht, dass Menschen Abenteuer mit Robotern erleben in einer postapokalyptischen Welt. Wie Terminator praktisch. Genau, 1:1. Hauptrolle spielt Millie Bobby Brown, Oh Gott. die wir alle kennen und lieben, aus Männertrip, genau. Die war das mit dem Heroin im Arschloch jetzt. Nicht.
Stranger Things, genau. Und Regie haben die Russo-Brüder Hä? gemacht und die haben anscheinend von Netflix die Ansage bekommen, wisst ihr was, gibt so viel Geld aus, wie es nur geht. Und wann der Film rauskommt, ist ja scheißegal, weil angeblich ist der Film schon ewig abgedreht, so wie Mhm. ich das einschätze, 4 Jahre. Boah. Und das Ding hat einfach über 300 Millionen Dollar gekostet. Echt? Ja, Seid ihr ganz dicht? aber Gott sei Dank gibt es ja nicht im Kino, weil 300 Millionen, das würde das ja nie rechtfertigen, sondern Schaut nur man bei nur auf dem Netflix kleinen Fernseher, am besten nur am Laptop oder am Handy in der Zugfahrt, genau dafür am für sehende Klo. Bild, am Am Klo, Klo in genau, mehreren Etappen. genau für sehende Bildschirme sind 300 Millionen Dollar Filme gemacht worden. Ja, richtig. Aber das ist doch krass, oder? Also anscheinend Völlig gestört. haben die echt da Freifahrtschein gekriegt oder sie können nicht rechnen. Ich hab's Avengers Endgame gemacht, also macht's was wollt's. Ja, genau. Da, da Ihr habt's ist, all unser Geld. nehmt's Geld und macht's einfach was. Und am nächsten Tag waren schon die ersten 50 Millionen weg. Voll wegverkokst. Vielleicht, weiß ich nicht. Was nicht so teuer ist, aber jetzt fertig gedreht ist Megan 2. Also werden wir nächstes Jahr Megan 2 endlich singen. Und ich hoffe, dass Megan 2 ein bisschen besser Gas gibt als Megan 1. Wie hat dir Megan 1 gefallen? Haben wir den sogar miteinander gesehen? Na, weil ich glaube, dann hätte es mich geschlagen, weil da habe ich genüsslich ab der Hälfte des Films im Kino geschlafen. Alles richtig gemacht. Ich fand den Film auch nicht so berauschend. Also den Hype um die Figur habe ich nicht verstanden. Diese Tanzszene, die alle so gefeiert haben, haben wir gedacht, wow. Und er spart irgendwie an allem Genres, wo er sich irgendwie bedient, und nimmt sie eben einfach immer nur so kleine Stickerl raus. Er ist nicht gruselig, er ist nicht brutal, er ist nicht dramatisch genug, also gar nichts. Irgendwie fand ich Megan eine ganz schöne Gurke. Mal schauen, ob das Soulmate und Megan 2 besser machen. Ja, warte mal, sind das jetzt zwei unterschiedliche Filme? Ja. Oh, okay. Also warum Megan dann wirklich direkt das Sequel bekommt, das verstehe ich gar nicht. Weil er anscheinend so erfolgreich war, dass man sich gedacht hat, dann machen wir gleich ein Spin-off und ein Sequel. Das Spin-off verstehe ich ja. Weißt du, diese Thematik, Sexpuppe erwacht zum Leben, das wird uns alle früher oder später mal einholen. Aber bei Megan 2, ganz im Ernst, wieso? Wahrscheinlich wäre es einfach wieder Megan 1, wären gerade mehr von allem. Okay. Ja, super, gut. Ja, aber lass uns Dann, überraschen. Vielleicht wird's dann ja der Burner. schwenke ich rüber auf eine News, die mich persönlich sehr, sehr, sehr freut. Und das sind zwei Sachen, thematisch Uh, zusammenhängend, uh, zwei. uh. Und zwar von meinem Freund, den ich einfach nicht aussprechen kann. Wie hörst du, der Villeneuve? Ja, Danny Villeneuve. Danny Villeneuve hat ja mit Dune Part 1 und 2 ein Brett der Filmgeschichte hingelegt. Und Warner Brothers hat dann gesagt, Alter, mach mal so weiter. Du machst jetzt hier bitte einmal die Serie. Und zwar Doom Prophecy, das startet am Aufschreiben, Leute, 18.11. diesen Jahres Da bei fällt mir der Stift aus Wow der Hand. bei uns. Also tatsächlich lohnt es sich dann doch nur, diesen grausamen, tollen Streaming-Anbieter weiter zu abonnieren. Ja, lieber haben als brauchen, sagen wir uns einmal Und ehrlich. du weißt ja schon, was in Prophecy geht, oder? Ja, es ist so geil. 10.000 Jahre vor Dune. Das nenne ich mal Genau. ein Prequel. Das nenne ich mal ein Prequel. Genau, richtig. Weil das war ja das Erste, was man sich denkt, wenn man sich Doom Part 1 anschaut. Was wird da 10.000 Jahre davor passiert sein? Ich frage mich das ganz ehrlich bei allem, was ich mir anschaue, was 10.000 Jahre vorher war. Ich finde es ja geil, weil das ist ja sogar bei der Menschheitsgeschichte schwierig zu sagen, was war denn vor 10.000 Jahren? Ja, das ist so ungefähr losgegangen, oder? Dass wir von die Baum übersteigen und in die Höhlen reinrumpeln. So Pi mal Daumen. Sicher? Ich ungefähr, hätte jetzt einfach mal pauschal gesagt. Ich bin kein scheiß Geologe und kein ein Dino-Forscher. Ja, jedenfalls, du hast recht. Also 10.000 Jahre vorher und wir sehen dann die Geschichte, wie diese Schwesternschaft entsteht. Finde ich eigentlich schon ganz interessant. Und Dune, der dritte Teil, heißt nicht Part 3, sondern Dune Messiah.
Und er ist aktuell dabei, das Skript zu schreiben. Und Warner Brothers hat nämlich schon mal proaktiv angekündigt, ja, der Film kommt ja Dezember 2026 raus. Oh, Er war sich da aber eigentlich noch gar nicht so sicher, aber anscheinend ist ihm so langweilig, dass er gesagt hat, ja gut, dann fange ich halt an. was da denn sonst? Ja, das habe ich auch gelesen, dass er schon durchsickern hat lassen, dass er früher an Messiah arbeiten wird, als er selber gedacht hat. Ja, Aber her damit, wenn wir jetzt im November nämlich schon die Prophecy-Serie kriegen, dann vergeht sauber zu viel Zeit, bis wir Dune Messiah kriegen, wenn der erst im Dezember 26 kommt. Also Ruhe meine, ihr habt's- mit dem Schlendrian bei euch da hinten und mal Gas geben. Wenn wir mal deutsche Tugend haben, deutschen Fleiß mehr nicht mehr haben. Ihr habt ja eigentlich immer die Möglichkeit, eure Langeweile durch unseren Podcast wegblasen zu lassen. Und macht doch einfach mal das. Ihr hört euch von vorn bis hinten mal alles an und zählt alle Äs. Beim Kassettenschmerz. Na, bei unserem Podcast. Achso. Das sind ja nur, was ist halt rausgekommen, die 261. 61. Folge. Also von dem her, viel Spaß. Und macht vielleicht einen Zusammenschnitt aus alle falsch ausgesprochenen Namen jemals in unsere Folgen. Gibt's nix. Gibt's nichts? Gibt's nix. Habe ich nicht gewusst. Was ich aber weiß, dass wir endlich einen offiziellen Start haben für Daredevil Born Again. Kommt am 4. März 2025 offiziell auf Disney Plus raus. Es gibt anscheinend jetzt schon die ersten Testscreenings, die sehr positiv ausgefallen sind. Man soll anscheinend wirklich den Stil von Netflix mit eingefangen haben. Der Cox, der Daredevil spielt, hat er schon gesagt, es gibt eine extrem lange, extrem geile Kampfszene. Hoffen wir mal auf so geile One-Shot-Dinger, eben wie auf Netflix. Und ja, scheinbar die jetzigen Stimmen, die man so gehört hat, war die kreative Neuausrichtung, die man da angegangen hat, gar nicht mal so verkehrt. Ich bin gespannt auf Daredevil Kämpfer Karate. Wird irgendwann einmal bei dir das einsetzen, dass du dir denkst, boah, na, nicht schon wieder Comic-Verfilmung? Ich werde mir nie Dinger bohren, nein, nicht schon wieder, sondern ich denke mir halt einfach, wenn irgendwas kommt, ich schaue es mir an und dann kann ich danach sagen, ob es so scheiße war oder nicht. Okay. Ich weiß nicht, ich finde dieses, oh boah, nein, nicht schon wieder, das finde ich einfach dumm, weil ich schaue es mir nicht an, wenn ich keinen Bock drauf habe. Ja, aber ich muss immer mit euch drüber reden. Ja, das ist das große Leid, das man hat, wenn man einen Podcast über Filme hat, du Dummbatz. Das war als Satz in der IT-Firma jetzt einige und jetzt sagen, oh Gott, jetzt redet schon wieder über Computer. Was soll denn das selber? Okay, gut. Da der Neverraven verarscht dich gerade mit dem Ralfi, ne? Hey! Der heißt so, okay? Gell? Im Friday Nights hat er sich nicht traut, dass er dir das persönlich sagt. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe hier nur einen Haufen News, aber die sind eigentlich alle in meinen Augen ein bisschen lame. Außer, und jetzt halt die bitte fest, du hast mir das letzte Mal schon saudumm gemacht, als ich zu dir gesagt habe, dass der mögliche Titel der Spider-Man 4 geleakt worden ist. Ich habe wieder einen Titel-Leak für die. Und zwar die Fortsetzung von Detektiv Pikachu. Aha. Rate mal, wie der heißt. Detektiv Raichu? Nochmal? Detektiv Donnerblitz? Und noch ein drittes Mal? Detektiv. Und jetzt muss man wirklich kreativ sein. Detektiv Gelbe Fettsackkratz. Der Film hat den Titel The Great Detective Pikachu. Wo wärst du über diese angeblichen Titelleaks herkriegen? Ja, da ist tatsächlich Da jetzt noch mal eine Quelle dabei das Studio ist nämlich gehackt worden und da ist das angeblich geleakt worden und auch angeblich wurde seit 2021 da schon fleißig dran gearbeitet. Ich kann mir aber vorstellen, dass das wirklich nur ein Arbeitstitel ist, weil wenn man da nicht mehr Fantasie hat wie, hey, wir machen den gleichen Titel und bauen davon nur Great ein, dann wird es jetzt auch bald Viva la Great Movie Illusion geben. A Great Illusion. Aber ich ja. Habt da schon voll Bock drauf. Wird irgendwann der Tag kommen, wo du sagst, oh Mann, schon wieder Detektiv Pikachu-Film? Ja. Ja, okay. Habe ich nicht gewusst, aber dann passt das auch.
Aber zu Spider-Man 4, wo du das letzte Mal einen Titel geleakt hast, oder Titelleaker. Ja, Es gibt das erste Skript, das fertig ist, hat der Tom Holland gelesen und er hat gesagt, ja, es steht, aber da kennt nicht dran gearbeitet. der Titel geändert. Ja, genau. Scheinbar ist es noch nicht so toll, dieses erste Skript, aber sie arbeiten drauf. Für den Philipp wieder mehr tolle Echt? News. Halt. Echt? Ich habe tatsächlich gehört, dass er schon sehr freudig drüber war. Ja, wahrscheinlich werde ich das schon so gesagt haben. Er hat gesagt, es ist fertig, aber es muss halt noch drauf weitergearbeitet. Es muss halt noch ein bisschen überarbeitet werden. Das heißt, höflich ausgedrückt, das ist Bullshit, macht es gescheit. Okay. Und jetzt wollte ich gerade den Philipp beglücken, also lass mich in Ruhe. Philipp, Donnerstag kannst du endlich bei Amazon Prime hier sitzen, vor Amazon Prime hier sitzen und Like a Dragon anschauen. Ab diesem Donnerstag an alle, die es interessiert, Like a Dragon. Aber scheinbar ohne Karaoke-Szenen, die lauten Philipp essentielle Spielinhalte der Spielreihe sind. Warum? Ich bin leider nicht im Writers Room dabei. Philipp, schreib mir mal bitte, ob es da etwa so einen Singstar-Part gibt und dann hol dir mal das Spiel sofort und sing die ganze Nacht. Eine Ich News, sing wo ich mit. mir, Ich wo ich sing mir mit. ziemlich sicher war, dass du das dabei hast, ist natürlich die God of War. Na, Moment. Habe ich dabei. Ist natürlich, dass Disney jetzt bestätigt hat, sie werden einen Film über Prince Charming machen. Ah ja, das habe ich auch gelesen. Ja, und der Paul King, der bekannt ist für den Film Paddington, wo ja der Mike und der Kani, oder Nein, nur ich der habe nicht Mike, einen gesehen, der Mike feiert die so ab. genau, Mike sagt, Paddington ist der Terrifier 4 in seinem Herzen. Paddington Ähm, 2. ach so. Und erste Gerüchte gibt schon, dass sich das komplette Studio und Paul King und wahrscheinlich die ganze Welt nicht doch. Ach Gott, Nicht, nicht. schau, jetzt habe ich den Satz zerstört. Jetzt brechen wir einfach ab. Das war's für heute. Bis zum Passt, nächsten servus, Mal. für euch. Na, Chris Hemsworth soll diesen besagten Prince Charming spielen. Und ich habe ehrlich gesagt den Prince Charming immer nur von der Shrek-Welt gekannt. Ist Prince, ich hätte irgendwie immer gemeint, dass Prince Charming allgemein so eine super Schönlingsbezeichnung ist für irgendeinen so Prinzen oder so, hätte jetzt ich gemeint. Aber keine Ahnung, ich habe eigentlich auch nur Verbindung durch Schreck zu einer Figur, die Prince Charming heißt. Also angeblich heißt da irgendwie jeder Prinz da, also wie von Schneewittchen und von Cinderella und was weiß ich, die heißen alle anscheinend so. Das müsste ja bedeuten, das ist immer der gleiche und der knallt alle Disney-Prinzessinnen. Bester Mann. Vor allem so geiler, weißt du, da hat er das Schneeflittchen und da ein Möschen vor sich liegen und schlafen und dann gibt es fette Sleeping Assaults. Disney ist eigentlich ziemlich gestört. Ja, richtig. Aber du wolltest ja gerade über God of War reden. God of War, ja, weil wir vorher gesagt haben, dass der Writers Room ausgetauscht werden muss, wird jetzt gerade gemacht bei der geplanten Verserierung von God of War, die in Zusammenarbeit von Sony und Amazon entsteht. Die haben ja sich jetzt auch nochmal für eine kreative Neuausrichtung entschieden und dadurch eben den kompletten Writers Room ausgetauscht. Heißt, die Inklusive Serie ist, Showrunner. nein, es war nur die Rede vom Writers Room. Ich weiß Doch. nicht, ob du, hast du Showrunner auch? Okay. Showrunner, der hat anscheinend die alten Autoren verteidigt und dann haben die gesagt, so, raus. Was, du helfst den kleinen Mann raus? Aber heißt, dass die Serie aktuell on hold ist, was ich relativ schade finde, weil das kann ich mir schon geil vorstellen. Ja, Serie wir zu God of werden War. wahrscheinlich in den nächsten 3 bis 4 Jahren da erst einmal warten müssen. Hoffentlich bei unserem Lebensstil schaffen wir es so lang. Ich gehe stark davor aus. Ja, bei Mike wird sie kritisch. Und bis 3 und 4 Jahren, da werden wir ja dann auch wissen, wie das DC-Universe dann endlich läuft. Wir kriegen jetzt dann Creature-Kommando. Du bist wahrscheinlich eh schon komplett informiert. Wie viele Folgen, wann startet es, wo startet es? Bist ganz Na, habe ich, heiß. hab ich jetzt auch noch nicht so neu geschaut, weil das ist jetzt halt keine Gruppenthema, das recht bekannt ist. Aber ich gehe mir davon aus, da das ja über DC bei Warner Brothers hängt und damit die Sachen über HBO-Serien veröffentlicht werden, dass die dann bei uns über den besten Streaming-Anbieter nach RTL Plus, nämlich auf Wow, ausgestrahlt werden. Und ich glaube sogar noch Ende diesen Jahres, oder? Soll die Serie zumindest bei den Amis losgehen? Kann das sein? Ich glaube auch, das wird jetzt dann langsam losgehen, genau. Also ich kenne die Gruppe auch nicht, außer Wiesel.
Den Ja, kennen wir ja wissen- schon aus The Suicide Squad. Dann Frankenstein, Frankensteins Frau, Tochter, weiß ich nicht, Frau. Bei der Serie gehe ich auch relativ blind rein. Also ich habe mir keinen Trailer angeschaut, ich habe mir da gar nichts angeschaut. Ich weiß nur, dass sie kommt, dass sie, glaube ich, auch jetzt auch der offizielle Startschuss vom James Gunn sein DC-Universum sein wird. Aber mehr kann ich zu der Serie jetzt auch noch nicht sagen, da gehe ich komplett unbefleckt ein. Hat er dich wieder nicht informiert. Na, da war ich im Verteiler nicht dabei. Das ist manchmal schon Sack, gell? Ja, geht mir richtig auf Nüsse. Geht Ja. mir richtig auf Nüsse. Aber da uns dafür im Superman-Film offiziell ein Krypto, ein Superdog beschert, bin ich wieder ein wenig dankbar und besänftigt. Das ist wichtig. Hallo, Hund? Du bist doch ein Hundebesitzer. Du musst dich doch freuen, wenn du einen Hund siehst. Ich bin allgemein gespannt, was aus dem Superman wird. Also, Dito. da muss man mich jetzt nicht unbedingt nur mit dem Hund anlocken. Natürlich. In dubio pro Cat- und Dog-Content. Boah, dann habe ich eigentlich tatsächlich nur eine einzige News. Hast du die Serie Parish angeschaut? Na, Dann fang auch nicht an. Die wurde nämlich jetzt halt abgesetzt von AMC nach nur einer Staffel. Hauptrolle Giancarlo Esposito, ein Crime-Drama, war genau deins gewesen. doch, das habe ich schon gehört. Da wo er den Transporter spielt für irgendwelche kriminellen Dinge. Sachen. Ja. Gangster, Das kannst du ja Gangstergeschäfte. selber auch noch gar nicht kennen, das ist ja bei uns noch gar nicht gelaufen. Ganz genau, ich würde nämlich dazu sagen, die Serie, ich habe keine Ahnung, wann und wo die erste Staffel bei uns ausgestrahlt wird, aber vermeidet es, weil ist schon wieder gut. Ist das geil. Ist das geil. Also morgen, wenn du dann wieder so bei euren ganzen Arbeitskollegen und Kumpels da steht und die euch dann fragen, ja und was weißt du jetzt wieder, hast wieder beim Kassettenspatz zugeschaut? Dann verzeiht's von der Serie, die wir selber nicht gesehen haben, gar nicht wissen, wo die startet und wann, aber sie ist abgesetzt. Genau, sie lief zumindest vom März bis Mai in Mürka. Ja dann, alles gesagt, was Alles wichtig gesagt, alles gesagt. Da, Krawallmaus hat uns aufgeklärt, scheinbar ist der Prinz Charming der von Cinderella und der von Schneeflittchen ist der Florian. Mein Florian. Florian, du musst sagen wie die alten Leute, aber Florian, komm einer, Florian. Mission Impossible 8. Das ist ja die Fortsetzung zu Mission Impossible Reckoning. Ja. Reckoning, keine Ahnung. Ragnarok. Ist ja der Kinostart am 25.05. und jetzt mittlerweile haben sie gesagt, Leute, wir sind fertig, es ist alles abgedreht. Ich habe es letztes Mal, hat irgendjemand beim Post gemacht zu Mission Impossible 8 und hat dann drunter geschrieben, kommt so vor, als wären die Missionen gar nicht so impossible, wie wenn es schon Teil 8 gibt. Aber stimmt, darüber habe ich nie nachgedacht. Da war mal eine Titeländerung nicht schlecht gewesen. Aber gut, wer sind wir schon? Wer Bist du sind da wir schon schon? heiß? Ja, weil der Reckoning, der war echt sehr gut. Da war ich positiv überrascht. Ich mag es ja allgemein sehr gern, die Reihe. Aber die letzten, ich finde die Serie, die hat sich wirklich immer mehr gesteigert. Mhm. Und drum, her damit. Ich habe nur keinen einzigen Mission Impossible gesehen. Habe ehrlich gesagt 0,0 Interesse daran. Ja, ich und die auch nicht und trotzdem sitzt da also. Deswegen war ich jetzt ein bisschen traurig, dass das meine letzte News ist. Ja, gut, das ist Ja. dafür für Dino eine. Wir haben wieder mal einen Cast-Zuwachs für die 5. Staffel The Boys und zwar den Mason Dye, glaube ich, nennt man den. Bekannt aus Stranger Things. Da hat er den Jason Carver gespielt. Ich weiß aber nicht mehr, wer der Jason Carver war bei Stranger Things. Ey, ich habe den Typen gesehen, weil die News hätte ich auch fast dabei gehabt. Der Und soll ich da was Bombside sagen? er wird der Bombside sein. Ja, und soll ich da was sagen? Ich habe Hm? hab mir den Typen angeschaut und mir gedacht, ja, okay, du bist irgendeine unwichtige Nebenfigur in Stranger Things gewesen. Niemand interessiert das. Also nehme ich das ja gar nicht mit. Natürlich, Casting News zu The Boys sind die tragende Säule vom Kassettenschmerz. Genauso wie der Flanagan und der Stephen King nochmal eine tragende Säule für Amazon Prime erschaffen werden. Gehen wir davon aus, Flanagan ist ja. Was? Jetzt kommt News zu der dunkle Turm oder was? Na, eben nicht, das habe ich mir auch gedacht. Und dann scheinbar ist das auch gar nicht die nächste Serie, die er machen möchte. Ich habe nämlich dann was gelesen. Also die News, ich habe, es ist jetzt noch angekündigt worden, dass der Flanagan und der Stephen King Carrie als 8-teilige Miniserie rausbringen wollen danach. Aber was ich jetzt gelesen habe von Mike Flanagan, was er jetzt gerade machen möchte, ist was er jetzt gerade macht, ist die Geschichte. Ach, wie heißt das Stephen King-Bild hier? The Story of. Kennst du das zufällig? Stephen King. The Story of. The Life of Chuck, genau. Kennst du das? Na.
Und das ist angeblich jetzt gerade die nächste Arbeit, die vom Flanagan und dem Stephen King miteinander rausballert wird. Wow! Das ist, Weil ich habe auch das das, mit das dem, ist, mit, das ist wirklich interessant. Um was geht's denn? in dem Life of Chuck. Ja. Keine Ahnung, weil das war nicht meine Neuigkeit. Das war nämlich nur das, weil ich genauso verwundert war wie du. Ich habe sogar einen Mike dann noch gestimmt. Das letzte, was wir mir doch gehört haben, war, dass der Flanagan jetzt ein Ding machen wird. Eben der dunkle Turm für Amazon Prime, nachdem sein Deal mit Netflix nicht verlängert worden ist. Und dann habe ich bei dieser News mit Carrie gelesen, dass sein nächstes Werk, das rauskommt, eben The Life of Chuck sein wird. Und du hast einen Mike schon, der soll bitte im Flanagan schreiben, was der Scheiß soll. Und ich habe zu Mike gesagt, verzeih mir nicht über irgendeinen Scheißdreck. Okay. Ja, wir haben ja hier schließlich eine Mission zu erfüllen. Eben. Und dann noch auch meine letzte News, bevor wir zu den Kinostarts und die tollsten Streaming-News aller Zeiten kommen, und zwar die Laufzeiten der Serien. Star Trek Section 31 ab 24.01.2025. An dem Tag ist übrigens ein Gutterlachs Live-Konzert in Cannes, wo die komplette Viva la Movilusion-Mannschaft vertreten ist. Startet da auf Paramount Plus. Es ist der erste Star Trek-Film, der rein als Streaming kommt. Schüttel nicht den scheiß Kopf, weil das ist schon fix. Und darum geht es und die Geschichte wird mir jetzt vielleicht ein bisschen bekannt vorkommen, eine Art Suicide Squad aus Außenseitern bestehend, die die Föderation retten müssen. Rogue One. Aber ja, für die Trekkies unter uns verpisst euch und es könnt ihr am 24.01. diesen Film auf Paramount Plus anschauen. Interessiert mich einen Dreck. Wowie, wow, würde ich jetzt mal Wowie, sagen. wowie, Wowie, wow, 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 wow. So, und was wirst jetzt du da deinen Kopf schütteln? Also, guter Lachs, das Ding ist fix. Wir wissen, es ist mal wieder eine neue Woche und am 23. Oktober starten neue Filme im Kino. Unter anderem der Film, auf den wir ja jetzt schon des Längerem gewartet haben, Woodwalkers. Ein Abenteuer-Drama-Fantasy-Ding. Man sieht verschiedene Tiere mit Menschen, die zusammen in die Ferne starren. Es ist anscheinend der Typ von Dark dabei. Und da können wir uns doch eigentlich nur freuen. Wie eins Schnitzel. Dann ein anderer Film, wo der Mike und der Kani schon gesagt haben, wenn der ins Kino kommt, sind wir auf jeden Fall mit dabei. Es ist endlich Zeit für den letzten Tanz von Venom. Ja, wir sind Venom. Wir sind Venom. Wir sind so witzig. Dieser Bullshit. The Room Next Door, boah, jetzt schau dir das mal an, da wird es ja nur noch kunstvoll. Das schaut doch mal nach einem lustigen Film aus. Alter Schwede, haltlos. Wo ist Krawallmaus auch am Start? Was? Krawallmaus hat gerade gestimmt, sie ist da auch am Start. Aber haltlos. Krawallmaus, was ist los? Ich habe gar nicht gewusst, dass du so ein riesiger Kida-Koder-Ramadan-Fan bist. Aber es spielt ja die gute Lilith Stangenberg mit. Stell dir mir vor, du hast mit Nachnamen Stangenberg. Es gibt viele Namen, die irgendwie nicht so toll sind, wie Corbine und Mensch. Anscheinend ist es also weit, dass in den Kinos In a Wild and Nature läuft. Ha! Schiffers. War am Montag. Ihr habt einen regulären Kinostart eine Woche später bei euch im Festival mit drin. War am Montag, also sprich gestern, sogar im Sneak Peek im Straubing im Citydome. Geil. Sie haben da machen sie doch immer so Sneak Peek Rätsel mit Emojis jetzt. Ja. Und dann haben sie einen Zombie gemacht und ein Messer daneben. Ich war nie drauf gekommen, dass das in Violent Nature sei soll. Die haben den Film offensichtlich nicht verstanden. Ganz großes Kino Citydome Straubing. Aber leider, ich kann es euch hier nochmal sagen, große Empfehlung. Mir hat der Film sehr, sehr viel Spaß gemacht und es ist so ein richtiger Spalter in jeglicher Hinsicht. Genau. In der Gruppen, der teilt dann auf in Leute, die cool sind und Leute, die richtig bescheuerte Spacken sind. Welcher Gruppe bist du? Ja, richtig cool, ist ja klar. In der gleichen, wo ich bin. Ja, da teilen wir es uns. Da teilen wir unser Bett. E1027, Eileen Gray und das Haus am Meer. Eine Dokumentation
über ein Refugium im avantgardistischen Meisterwerk. Oh Gott, was ist das für ein Wort? Avantgardistisch. Avantgardistisch. Das ist eine Worteinkreation, Neologismus nennt man das, oder? Das ist doch kein echtes Wort, oder? Das hat doch jemand erfunden. Immer alle Wörter hat irgendjemand erfunden. Das stimmt tatsächlich. Dragon Keeper, ein Animationsfilm, schaut irgendwie ganz nett aus. Whitney Houston schon wieder. Dieses Die Mal. war doch erst im Kino. Ja, eben, aber nicht in New South Africa. Die war woanders. In Südfrankreich, glaube ich, war der erste Teil. Und was ist das für ein Geniestreich, wenn man eine Woche vorher einen Whitney Houston-Film rausbringt und eine Woche später noch einen? Genau. Whitney Houston 2. Die Rache. Tanden, in welcher Sprache träumst du? Eine Meistens in Tragikomödie. Spanisch. Hypnose, auch wieder Drama. Die Deutschen, die haben es immer so mit Dramen. Hä? Das ist der Ernst de Geer, der kann doch nicht Deutsch sein. Das ist ein Niederländer. Ja, gut. Oder Belgier. Deutschsprachiger und darüber hinaus wachsender Raum. My Hero Academy, You're Next. Über den habe ich tatsächlich bis jetzt nur Gutes gehört. Ja, aber ich habe die Serie auch nicht gesehen, darum zieht mich jetzt ins Kino. Aber das da oben ist doch Sakura von Naruto. Ich glaube, dass My Hero Academy einen Haufen Charaktere gestohlen hat. Echt? Ja, Ja, mit der Serie habe ich mich noch nicht befasst. okay. Aber es ist auf alle Fälle Sakura, die bescheißen uns. Dann daheim A. Kommt ist auch im daheim. Kino. Auch eine Dokumentation von Da Martin warst du Diop. gestern daheim, ey. Ja. Oder es heißt The Homie. Der The Homie. Homie. Der Ja. Homie. Tears for Fears Life und Bier Sirkiski Blur to the End. Das haben wir auch letzte Woche schon gehabt. Ich Jetzt glaub, wird es wieder lächerlich. Die Titel sind Mein alle Gott, diese verschoben Seite, worden. diese grausame Seite, Das furchtbar. ist die grausamste Seite der grausamen Seiten. Und? Habe ich es diesmal richtig gemacht? Chef? Ja, super, Corby, super. Danke. Fast nicht anders als sonst, aber naja. Naja. Kinostart hätte ich auch noch für die, nächstes Jahr November. Was? Der Christoph hat uns gerade aufgeklärt. Zur Avantgarde zählen politische und künstlerische Bewegungen zumeist des 20. Jahrhunderts, die eine starke Orientierung an der Idee des Fortschritts gemeinsam haben. Ich habe ihm schon gesagt, dass er abhauen soll, jetzt kannst du Jetzt zusammen. lass er halt einmal. Nein. Lass ihn jetzt. Nein. Er hat hier alle aufgeklärt. Ich bin mir sicher, Nee, ich alle habe das schon immer gewusst. die warten heute Nacht wach im Bett gelegen, hätten sie gedacht, scheiße, was heißt jetzt das avantgardistisch? Fragt's mich, ich habe es euch gleich gesagt. So, Edzard, hier, Streaming News. Streaming News. Einen Kinostart habe ich noch vorher vergessen, da er nicht auf meinem klugen Zettel hier gestanden ist. Nächstes Jahr Predator Badlands in den Kinos November 2025. Wo ist der Applaus? Danke. Karl Weimar hat geschrieben, sie wird mich jetzt dann nur noch beschimpfen, wenn ich nicht zu guter Lachs nach Landshut komme. Du, wird nicht passieren müssen, dass du ihn beschimpfst, weil das ist schon von weiter Hand geplant, dass wir da alle dort sind. Ich wollte Sepp- gerade eher sagen, ich glaube dir das nicht. Seppi- Selbst wenn ich da hingehe, glaube ich nicht, dass du aufhörst, mich zu beschimpfen. Sie werden wahrscheinlich dann in Persona einfach sacken. Ja, Wenn sie es dann heil wieder Krawall machst, dann können wir stangeln. Aber Seppi hat seine Karten schon, ich habe seine Karten schon, Mike wird seine Karte jetzt bald haben. Der Guilty Boy ist auch dabei, unser stiller Berater im Hintergrund. Außer wir streamen, dann ist er leider Gottes nie Start. Und der Corby wird seine Karte auch besessen haben irgendwann. Hä? Und jetzt hat- LA, nicht Landshut. Na. Was steht dann LA? LA kam. Also LA, da wo ich herkomme, ist die Abkürzung von Landshut. Ja, aber die Bumsbude, wo du spielt, ist es LA kam. Ach so, das tut mir leid. Ist wurscht, du brauchst ja gerade mitfahren, wenn es dann soweit ist. Wann ist das? Am 24.01.2025. Sie daten übrigens jetzt auch am, ich glaube, kommenden Sonntag im Backstage im Minga spielen, aber am Sonntag ist er kacke. Ich glaube, da bin ich Après-Ski-technisch. Ja, du bist jetzt dann gleich abrischi-technisch, weil ich die jetzt einen Schlag. 24. Das ist ja mitten unter der Woche. Nein, es ist Samstag. Da gehen wir meinen Geburtstag feiern. Da gehen wir meinen Geburtstag dann feiern.
Was? Das ist doch kein Samstag. Das ist ein Jo. Freitag, du Lügenbaron. Ja, fuck, dann geht's nicht bei dir, oder? So, jetzt Streaming News. Haus raus. Streaming News. Ich fange wieder von unten an, wie es mir der Corby gelernt hat. Unser Platz 10 dieser Woche läuft auf Netflix. Ist die 12. Staffel und zwar The Great British Baking Show. Die war letzte Woche schon dabei, ist aber jetzt nochmal gestiegen um 9%. Platz 9 wieder Netflix. Staffel 1 von The Secret of the River. Kenne ich wieder mal nicht. Steigerung um 626%. Ja, ist ja klar. Platz 8 in dem Fall, wieder Netflix mit Starting 5, kenne ich auch nicht. Wo sie unglaublich hartnäckig hält, ist nämlich jetzt der Platz 7. Das ist immer nur Tulsa King, Staffel 1. Und nach Platz 6, das ist die Seedful Love mit Netflix, kommt schon wieder Platz 5 mit Tulsa King Staffel 2 auf Paramount Plus. Also diese Serie ist echt, und hat er Hartnäckig. immer wieder ein bisschen eine Steigerung drin, vor allem die Staffel 2, jetzt, im Vergleich zur Vorwoche Staffel 1 ein leichtes Minus. Vielleicht sollten wir doch mal reinschauen, vielleicht ist gar nicht so schlecht, dieses Ding. Was Platz gibt 4, dann? Ranma 1,5? Platz 4 ist Netflix mit Nobody Wants This. Platz 3 wieder Netflix mit Monsters, The Lyle and Eric Menendez Story. Platz 2 wieder Netflix mit Love is Blind und die Staffel 7 ist es auch schon. Und Platz 1 wieder Netflix, Staffel 4 von Outer Banks. Netflix beherrscht die kompletten Streaming-Charts bis auf die 2 Staffeln Tulsa King. Ja, gillig. Das ist schon crazy as fuck, boy. Das hast du jetzt so sagen müssen. Jetzt werden wir wahrscheinlich bei YouTube komplett gesperrt. Nur Na, am wegen, Schluss dieser, dann nochmal. wegen dieser Aussage. Dann mache ich bei dem schlimmen F-Wort bei ein Ding ein crazy as boy. Okay. Ich habe jetzt gerade noch Na, geschaut mach ich nicht. über die Streaming Originals Filmcharts. Da ist nicht ein Film dabei, den man irgendwie kennt, darum werde ich es jetzt nicht vorlesen. Ja, doch, Hokus Pokus 2 ist dabei auf Platz 7. Wow. Gut, dann vielen Dank für das Aufschlauen. Ich würde mal behaupten, wir sind nach einer guten Stunde jetzt aber auch am Ende angelangt. Wenn wir irgendwas vergessen haben, leid, wundert's euch. Wenn wir irgendwas falsch gesagt haben, die Frage vom Corby wiederholt sich, wundert euch. Ja, so. Wir sehen uns in HD wieder, weil das Ganze nochmal neu hochgeladen wird. Wie schon gesagt, schreibt es in die Kommentare, wie sehr ihr euch freut, wenn der Seppi das alles hier technisch in die Hand nehmen wird. Wahrscheinlich wird es am Ende herausstellen, er macht es gar nicht, sondern er hat mir dann nur eine Anleitung geschickt, wie ich das da machen soll. Super Seppi. Er ist schon ein Fuchs, er ist schon ein Fuchs. Er ist einfach nur ein stinkfauler Schwanz. Kani, möchtest du nur irgendwas ankündigen, was demnächst bei uns im Podcast läuft? Bei uns läuft demnächst im Podcast so unglaublich viel, dass überhaupt keiner mehr mitkommt. Es kriegt jetzt dann noch eine Special-Folge über das Fright Nights Festival in Pasching, das wo übrigens ziemlich geil war. Geiler Haufen. Und wir sind jetzt dann richtig fleißig. Wir hauen jetzt, damit wir mitten am Zahn der Film-Release-Zeit sind, eine Folge zu Livizia, zu Terrifier 3 und zu Smile 2 außer. Also uns werden jetzt an die Lippen bluten vor lauter Film-Podcast aufnehmen. Ja, richtig. Und übrigens, heute ist die neueste Folge rausgekommen. 30 Days of Night. Eine sehr schöne kleine Folge über einen sehr schönen, geilen, blutigen Film. Und wem es noch nicht aufgefallen ist, der Mike und Isa nebeneinander gesessen, als wir das aufgenommen haben. Im Hotelzimmer. Im Hotelzimmer, wirklich. Ihr hört ja ab und zu mal so eine Reaktion, wenn der andere was Cooles sagt, wie der andere im Hintergrund dann macht. Das spüren meistens ich. Ja, und meistens erst im Hintergrund der. Das ist der Seppi. Hält man durch die Wand. Ja, durch die Wand. Den hört man durch Tischplatten, wo er drunter hockt. Gut, dann Outro. Wieder nicht die Katz. Die kommt schon noch. Keine Angst. Hier ist der beste bayerische Podcast der Welt mit den Kassettenthemen. Ich habe einen Vorschlag, und zwar, während die Katz läuft, bedankst du dich bei allen im Chat namentlich. Es ist gerade noch gefragt, wann ich Geburtstag habe. Mach, Ich habe bitte. im Januar Geburtstag. Neue Alien-Folge wäre geplant, aber vielleicht müssen wir da ein bisschen was umschmeißen, wer da in Zukunft mitmacht. Ansonsten merci von Huber, merci an Gnedelwurzler, merci Sesselberger, merci Krawallmaus, merci Neverrife, merci Philipp, merci
Krawallmaus habe ich schon gesagt. Merci. B.A. Wild. Übrigens unser Gewinner von Quiet Place. Merci und Lena, die schon immer da ist. Die scheiß Katzen machen mich fertig. Ja, schneller, Kim. Merci an alle, die dabei waren. Das war ja langweilig. So was Pauschales. Leck mich doch. Ja, Tschüss. wo? Bis dann. Tschüss. Maischi. Das war doch mal eine nette Folge, ha? Die ist immer Gelacht nett. haben wir. Die ist immer nett. Unser erstes Unboxing haben wir dabei. Ja. Ich hab mal die Katze, wo ich das Packerl aufgebaut habe, gedacht, oh Gott, vor 4 Tagen habe ich das noch gesehen und habe mir gedacht, den Scheißtrick stellst du einfach nur das Spiel, das brauchst du alles nicht und dann kommt das riesige Packerl und ich denke mir so, naja, lieber haben als brauchen.